Zusammen und willkommen zurück bei «Lass mal». Ich hoffe, ihr schaut nicht mit Video, weil falls schon... ja, ich sehe aus... ja, es passt einfach nicht. In meinem pinken Bett mit meiner Gangster-Ära... Nicht Ära, Aura habe ich sagen. Mit den Gangster-Vibes. Egal, best of both worlds. Ich habe einfach hässliche Haare und bin gerade von der Hundeschule gekommen. Und darum müssen wir uns einfach zufrieden geben. Ich habe nicht einmal meine Lichter mit aufgenommen. Heute ist einfach cozy. Ich habe sogar überlegt, ob ich einfach ohne Video filmen soll, aber aufnehmen. Aber dann ficken mich immer alle. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Bro, wer schaut Podcasts mit Video? Was ist mit euch? Aber Grüße gehen raus. Hoi, wie geht's euch? Mir geht's eigentlich gut. Mir geht's komisch, aber mir geht's gut. Also so... Fühlt ihr? Wisst ihr, was ich meine? Wir fangen an mit einer Storytime von den Swiss Podcast Awards. Es wird ein bisschen länger gehen. Also wenn es dich nicht juckt, spule einfach bis zum richtigen Thema kommt. Aber ich muss euch das erzählen. Und Disclaimer, falls irgendjemand zulässt von den Swiss Podcast Awards oder von dieser Szene oder lasst vielleicht einfach nicht zu. Weil ihr habt mich aufgeregt. Und ich meine es gar nicht böse, sondern ich bin einfach, I'm just a girl. I'm just a teenage girl, die pissed ist amix. So, es ist nicht so deep und es ist nicht persönlich gegen irgendjemanden, sondern es ist einfach so ein bisschen so... Ich glaube, es ist ein Generationending. Gut, also, der Event an sich war super. Kein Stress. Aber... Okay, warte, wir fangen von vorne an. Also, wir sind ja nominiert für den Publikumspreis. Und falls ihr mir irgendwo folgt oder lasst mal folgt auf Insta, dann haben sie es mitbekommen. Wir haben den Publikumspreis gewonnen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber ich habe das auch schon im Voraus gewusst. Nein, das darf ich glaube nicht erzählen. Ich weiß nicht. Sie haben mir nicht gesagt, ich darf das nicht erzählen. Ja, Bro, selber schuld. Also, ich habe es schon gewusst, bevor es alle anderen gewusst haben. Weil... Und jetzt frage ich mich eben, ob das bei allen Award-Sachen so ist. Weil sie wollen es halt den Medien wie mitteilen, wer gewonnen hat, damit du mit den Medien schon die Interviews und so machen kannst, vor dem, dass die actual Award-Show passiert, damit die Medien dann das releasen können, genau wenn die Award-Show vorbei ist. Weißt du, so, damit alles zack zusammen publiziert wird. Turns out, ich mache einfach keines von diesen Interviews. Ja, ich weiss nicht, ob sich das gelohnt hat, für sie mich gewinnen zu lassen oder so. Aber ja, da können sie halt auch nichts ändern, weil ihr habt gewotet. So, das Voting ist halt das Einzige, das nicht von einer Jury beeinflusst war oder wo keiner nicht irgendetwas dazu zu sagen kann. Und da haben wir halt gewonnen. Und da, ich weiss nicht, was genau der Vibe war, weil es sind halt ganz viele Medienhäuser auch mit ihren Podcasts nominiert gewesen. Und ich hatte das Gefühl, sie haben ja viel mehr Reichweite. Bro, wenn du im Radio sagst, «Hallo, votet mal kurz für uns», dann gehe ich mal stark davon aus, dass du auch das Gefühl hast, du gewünscht, oder? Ich weiß auch nicht ganz, wie wir... Ich habe gedacht, wir schaffen es nicht zu gewinnen. Aber anscheinend haben einfach sehr viel gewotet. Ja, geil Sieg. Aber als ich so auf die Bühne gerufen worden bin, wegen dem Gewinnen, die Hälfte vom Raum hat nicht geklatscht. Die Hälfte vom Raum ist einfach da gekocht. Ich bin mir sicher, das sind so die huren Medienhäuser gewesen, die einfach so sind, so «What the fuck, das kann nicht sein, dass sie dumme Influencer gewinnt», wenn wir im Radio 100-mal gesagt haben, «Votet für uns». Ich weiß auch nicht, ob sie 100-mal im Radio gesagt haben, «Votet für uns». Aber so, es ist so eine komische Vibe. Ich habe mich so geschämt, dass ich gewonnen habe. Es ist ganz komisch. Es war so, also die Hälfte vom Raum ist gut, hat sich gefreut. Und die andere Hälfte vom Raum ist wirklich so also was soll das? Keine Ahnung, ich bin halt ich habe mich schon gefreut. Ich habe mich daheim schon gefreut. Und ich habe das Gefühl, ein paar Leute sind dann halt wie so gewesen, «Aha, was freut sie sich nicht so fest?» Aber es war mega awkward. Okay, jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt. Jetzt kommt so «Wow, wir announcen den Publikumspreis». Und die es announced hat, Bro, sie hat so pisst gewirkt. Sie ist wirklich so... Ich sehe so auf den Videos und Fotos, jetzt im Nachhinein, sie hat einfach so kalt reingeschaut, weil ich so auf die Bühne weiss. «Oh mein Gott, die hasst mich!» Vielleicht hat sie auch keinen Bock mehr gehabt, vielleicht war sie müde gewesen. Ich will wirklich niemanden persönlich fronten. Ich meine es wirklich nicht böse. Es ist mehr so, ich erzähle euch meine Sicht von der Sache und wie ich so das Event erlebt habe, wie komisch das wirklich ist, wenn man so auf eine Bühne gerufen wird. Weil ich habe mir das früher immer mega krass vorgestellt. So, wenn ich auch so kann ich von anderen Leuten das gesehen habe, wo ich selber noch nicht so in diesem Game war, bin ich so «Oh mein Gott, mega krass, oh mein Gott, haha!» Und dabei weiss die wahrscheinlich seit 2 Wochen schon, dass sie gewonnen hat und macht so fake so «Oh mein Gott, Leute!» Ja, das habe ich halt nicht gemacht, ich bin einfach so auf die Bühne
Und dann ist die moderiert hat, ist schon so mega so «Freue, Freue!» Und das kann ich auch gar nicht haben. Das kann ich gar nicht haben, wenn man das ist wie so der Vibe, so, du öffnest ein Geschenk und bist dich noch über das Geschenk freuen oder das Geschenk am anschauen und alle kommen schon so «Ja, sagst nicht Danke!» Kann ich gar nicht haben. Kann ich echt gar nicht haben. Und dann sind wir so dort auf dieser hohen Bühne gewesen, und sie weiss einfach, wirklich, sie weiss, dass ich Emma heisse, das finde ich super. Dann kommt sie aber mit Wemse. Wemse oder Wemes oder wie sagt man? Wo ich also bin, so, Bro, Alter, also wenn du es nicht weißt, dann sag es doch einfach nicht. Ich bin wirklich nicht so arrogant, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand müsste wissen, wie ich auf Insta heisse oder wie man es ausspricht. Aber du bist Moderation, sag es doch nicht. Du kannst selber entscheiden, ob du jetzt etwas extra falsch sagst oder nicht. Es war alles ganz komisch gewesen. Es ist auch, ich glaube, sie hat safe nichts böse gemeint. So, Bro, sie hat sich ja vorbereitet und einfach gut moderieren. Aber es ist so falsch übergekommen, alles, was gesagt worden ist, dass ich mir wirklich so denke, ist das irgendwie so ein Generationending? Ist das wirklich so, dass Leute, die einfach von dieser Generation kommen, wirklich nicht so das Gespür dafür haben, wie man über so Sachen redet? Und sie hat mir das Mikrofon gar nie gegeben. Sie hat mir das Mikrofon eben nicht angehabt, mega lang. Und ich war auch so, ja Bro, es hört mir ja niemand, was soll ich jetzt sagen? Also willst du das die Antwort oder nicht? Ich habe nicht gewusst, was machen. Es ist mir so unangenehm, ich wollte einfach wieder weg wollen. Alter, ich könnte euch doch einfach das Video einspielen, Alter. Da ist sie. Freue, juhu! Jubel! Ja! Emma. Das heisst Wemmes oder wie spricht man das aus? Wemse. Ich höre auch den Wemse. Emma 25. Du hast 123'000 Followers auf Instagram. Du hast auf Instagram, ja. 80'000 Followers auf TikTok. Das sind mehr Einwohner als Stadt Zürich hat. Ja, Applaus für Followers, ja. Ah ja, dann hat sie gesagt, irgendwie so, keine Ahnung, man hört es aber nicht, ich weiß nicht, ich habe es selber nicht ganz verstanden, aber irgendwie quasi, was ich das Gefühl habe, wieso ich erfolgreich bin. Bro, what the fuck, ich weiß doch nicht, Alter. Habe ich gewusst, was sagen? Viel Langweil. Viel Langweil, sage ich. Und sie ist so, jedes Mal, du hast so gemerkt, sie ist nicht zufrieden mit meinen Antworten, weil ich so kurz geantwortet habe. Aber ich bin einfach schon so pissed. Ich bin wirklich so, was ist das? Ich weiß nicht, was machen. Ich bin so, lasst mich bitte wieder weg. Langweil. Punkt. Nein, ich glaube, es ist... Dort hat es angefangen. Wir sind nicht mal mitgelaufen. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ich glaube, dass du unglaublich authentisch bist. Also die Podcast, die schon mal reingeschaut hast, du sitzt in deiner Pyjama-Hose, in deinem Kinderzimmer, auf dem Bett. In deinem Kinderzimmer, auf dem Bett. Bro, das macht mich eben ein bisschen hässig, wenn du rufst jemanden auf die Bühne, der gewonnen hat. Und anstatt einfach mal kurz sagen, irgendwie Gratulation, ich glaube, ganz viele Leute schätzen, was du machst, weil du sehr authentisch bist und die jungen Leute können sich irgendwie mit dir connecten oder so. Bro, du sagst doch irgendetwas, auch wenn du nicht also es ist ja obviously nicht meine Zielgruppe und sie denkt sich wahrscheinlich bei dem Scheiß, den ich laber, so, Bro, was ist mit dir? Aber anstatt einfach zu sagen, ja, du hockst in deinem Kinderzimmer, du hast 100'000 Followers und ja. Im Kinderzimmer, auf dem Bett. Ich so, oh ja. Und erzählst einfach, was jetzt gerade dir durch den Kopf geht in dem Moment. Ja, meistens bin ich sogar noch hässig. Also, Achtung, wenn mal reinlassen. Es gibt viele Fluchwörter. Aber das ist einfach so erfolgreich, dass du auch dein Psychologiestudium mal auf Eis gelegt hast? Oh nein, nicht wegen dem. Aha. Das habe ich nicht gefunden. Bro, what the fuck, Alter. Sorry. Wirklich, sie ist sicher eine Liebe, aber was geht dir durch den Kopf, dass du jemandem eigentlich probierst zu gratulieren und irgendwie hervorzuheben, ja, du machst das gut. Und dann kommst du mit, du hast dein Studium abgebrochen, gell? Wieso? Was hat das dort zu suchen? Es hat keinen Platz. Es geht nicht um mein abgebrochenes Studium. Und auch noch so quasi, es wäre so gut gelaufen, dass ich einfach nicht so das 0815, Bro, nein, ich habe mein Psychologiestudium abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat. Und über das rede ich übrigens auch in meinem Podcast. Von wegen, du hast reingelassen. Nein, nicht wegen dem. Aha. Das habe ich nicht gefunden. Ach so. Ja. Ich habe gedacht, das brummt jetzt der Laden. Also da ist ja nicht mehr... Ja, brummt auch der Laden, aber nicht wegen dem abgebrochenen Psychologiestudium. Der Laden brummt, weil
weil ich fucking mir Mühe gebe, Alter. Aber nicht, weil ich einfach voll zu dumm bin und mein Studium abbreche und das Gefühl habe, ich bin der G, Alter. Da ist ja nicht mehr du allein. Es sieht jetzt so einfach. Was, da ist nicht mehr du allein? Bro, es geht um einen Podcast, wo du mir zuerst sagst, ich hocke im Pyjama in meinem Kinderzimmer. Wie soll da ein Team rundum hocken? Also, ich komme wirklich nicht raus. Ja, es ist doch ein riesen Team dahinter. Nein, das kannst nicht einfach nur du sein. Dann sage ich, nein, das bin ich allein. Wirklich? Bro, what the fuck? Es sieht doch aus, als wäre es auf einem Toaster aufgenommen. Jedes Mal mit technischen Störungen. Das Gefühl, wenn es Team... Also, es ist einfach so obvious. Es ist sich nicht mit mir auseinandergesetzt worden. Und es ist actually einfach nur low-key offensive gewesen, was gelabert worden ist. Und ich habe mich so unwohl gefühlt dort oben. 2 Minuten bevor ich anfange aufzunehmen. Also, ja. Und jedes Mal, wenn ich lache, lacht sie nicht mit. Sie schaut mich einfach nur an, als wäre ich stockdumm. Wirklich, also... Ich bin nur ich allein, aber sonst habe ich das Management für so Social Media Sachen. Auf jeden Fall, ich höre da ganz viel Understatement raus. Und ich glaube, von dieser jungen Frau werden wir noch ganz, ganz viel hören. Wenn jemand von euch zuhört, der das organisiert hat, danke für nichts. Wirklich, es ist schön, dass ich gewonnen habe, aber das hat ja auch nichts mit euch zu tun. Das ist einfach, weil ich eine geile Community habe. Bitte macht das nicht mehr. Bitte hört auf, Leute einfach Und ihr müsst euch vorstellen, bei allen anderen, die gewonnen haben, war es so gewesen, wow, ja, du unterstützt Frauen, Frauenpower, Feminismus, ihr seid alle geile Frauen, ihr setzt euch ein für das. Und bei mir kommt das. Es ist wie so... Ah ja, das ist einfach nur eine Influencerin. Und die anderen sind halt irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, bei den Medien arbeiten oder so. Und dort wird ganz anders damit umgegangen. Und ich finde einfach so, wenn du mich auf die Bühne holst, dann sei nett zu mir. Und sonst hol mich einfach fucking nicht auf die Bühne. So, ich habe kein Bedürfnis, auf dieser scheiß Bühne zu sein. Das war meine Experience. Also nochmal danke fürs Voten. Es war wirklich toll, dass wir gewonnen haben. Ich hätte euch den scheiß Pokal zeigen müssen. Fuck, Alter. Ich habe ihn nicht da, er ist unten. Aber wir haben einen coolen Pokal, Trophäe, ein Mikrofon, ein silbriges. Und ja, das ist cool. Ich weiss nicht. Sagt mir mal, wie ihr es findet. Weil ich bin mir sicher, ich bin ja bei allem auf 180. Ich tue sehr viel interpretieren und finde alles schlimm, was Leute machen, die ansatzweise einfach so nicht so nett ist. Aber vielleicht findet ihr ja auch so, hey, es war ganz normal gewesen und das ist halt einfach so Boomer-Behavior. Weil eben, ich glaube auch nicht, also ich weiss eben nicht, ich nehme es als Angriff auf, aber gleichzeitig so, Bro, wahrscheinlich ist sie halt einfach... Das ist halt die Generation, die einfach so redet und so von uns denkt, ja, Pech, Alter. Aber jetzt, on a more positive note, die Folge heute, habt ihr hoffentlich schon gesehen, im Titel geht um 12 einfache Sachen, die ich mache, die mein Leben verbessern, beziehungsweise so meinen Alltag. Einfach so kleine Sachen, weil ich mal über etwas Tolles reden und einfach so... Ich bin wirklich Queen of Lifehacks irgendwie, weil ich habe das Leben gar nicht im Griff und ich brauche ganz viele Sachen, um überhaupt irgendwie ansatzweise Ordnung haben oder irgendwie Struktur oder so. Und sonst vergesse ich alles, ich mache nichts. Und dann werde ich noch traurig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich mache nichts, aber weiss nicht wieso. Also ich brauche mega viel Struktur. Und ich finde es aber trotzdem schwierig, das zu implementieren. Ich bin jetzt nicht die einfach aufsteht und in ihre To-Do-Liste schreibt und einen Stundenplan macht, was weiß ich was, und einfach durchzieht. So, ich bin nicht diszipliniert oder so, sondern ich zwinge mich selber einfach mit so ein paar kleinen Tricks und Tipps und Mips. Und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal so ein paar Sachen. Und dann habe ich euch noch auf Insta gefragt, was ihr so für kleine Sachen macht, um euren Alltag zu verbessern. Und zu dem kommen wir dann nach meinen Sachen. Also, get ready. Nehmt euch etwas zum Mitschreiben. Schreibt euch die Punkte, die euch ansprechen, auf und tun sie in eures Leben ich werde nicht nochmal implementieren sagen, da gibt es kein anderes Wort für implementieren. Keine Ahnung, ich bin nur eine dumme Influencerin mit 300 Millionen Followers, die nichts im Grind hat und das Studium abgebrochen hat, gell? Gut, die nächste Folge geht wahrscheinlich darum, how not to be nachtragend. Und dann kommt jemand anders reden, weil ich kann nichts darüber erzählen. Gut, wir fangen an mit dem ersten Punkt. Unnötige Benachrichtigungen ausschalten. Bro, wisst ihr, wie zugespammt wir werden? Ich habe keine Benachrichtigungen auf Snapchat, ich habe keine Insta-Benachrichtigungen, mein Handy ist sehr trocken. Und dann frage ich mich immer, wieso schreibt man niemand? Und dann merke ich einfach, ich habe einfach keine Benachrichtigungen an. Also wirklich alles der dumme Scheiß und auch so die blöden Mails, die man kriegt. Zack, boom, unsubscribe. Einfach sagen, nein, ich möchte diese Werbung nicht erhalten. Weil das
macht so viel... Man denkt wahrscheinlich, es macht gar nichts mit einem. Aber ich habe das Gefühl, bei mir auf jeden Fall kreiert so viel Lärm irgendwie, wo ich gar nicht brauche und wo ich sonst schon habe. Und das hilft einfach, weil ich ja auch viel am Handy bin, wenn dann nicht die ganze Zeit alles vollgespammt wird. Und ich habe eigentlich auch den ganzen Tag nicht stören drin. Meine Friends hassen mich dafür, weil sie rufen mir den ganzen Tag an und es geht einfach straight so, hängt ab. Aber ja, ich einfach immer nicht stören. Und ja, auch man kann ja verschiedene so Modi nehmen. Also man kann ja selber auch entscheiden, neuer Fokus steht da. Dann kannst du so selber aussuchen, lesen, Fitness, fahren, spielen, Zeit für mich. Du kannst ganz verschiedene Sachen machen. Ihr müsst einfach mal schauen und dann würde ich das wirklich so für euch nutzen. Ich habe zum Beispiel nur nicht stören und schlafen. Weil bei nicht stören dürfen meine Mutter und mein Freund dürfen mir noch anrufen, aber bei schlafen ist Ende Gelände. Fickt euch, wenn etwas ist, ich bin nicht da. Genau. Dann habe ich mein oh mein Gott, wie heisst es? Some Lines a Day Journal, the 5-Year Memory Book. Und dort schreibt man jeden Tag einfach kurz rein, was am Tag gelaufen ist. Oder du kannst ja selber entscheiden, was du aufschreibst. Es ist einfach ganz wenig Platz für jeden Tag, um etwas aufzuschreiben. Und das hat Platz für 5 Jahre. Das heisst, wenn du ein Jahr durch hast, dann fährst du einfach unten dran weiter nächstes Jahr und dann hast du so eine Seite mit 5 Jahren, was du gemacht hast. Wenn du weiterblätterst, hast du die nächste Seite voller alles, was du innerhalb von diesen 5 Jahren gemacht hast, wenn du es dann mal voll ausgefüllt hast. Und ich habe das Anfangsjahr gekauft und habe wirklich jeden Tag ausgefüllt. Ich habe nie, also amigs vergesse ich es oder wenn ich irgendwo anders übernachte, so, nehme ich es jetzt nicht unbedingt mit, aber dann hole ich es einfach nach. Und ich habe das immer gemacht und das hilft mir mega, weil ich habe euch ja schon öfters erzählt, glaube, dass ich mega das Problem habe, dass ich das Gefühl habe, es ist so nichts passiert oder ich mache so gar nichts oder ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit angestellt habe. Aber wenn ich es jeden Abend aufschreibe, dann kann ich auch mal zurückblättern und so, hey, was habe ich da gemacht und so. Und und ich sage euch doch auch immer, dass ich kein Gedächtnis habe und wirklich so nicht mehr weiss, was ich überhaupt... Es gibt so Leute, die sind so, ja, letztes Jahr im Januar... Und ich so, Bro, wieso weißt du überhaupt, in welchem Jahrzehnt du das gemacht hast? Ich weiß wirklich nichts. Ich habe das Gefühl, alles ist im Jahr 2016 passiert oder im Jahr 2003 und außerhalb von dem habe ich keine Erinnerung. Und das hilft mir halt auch, so nicht so gestresst zu sein wegen dem, weil ich weiss, so, irgendwo habe ich es schon aufgeschrieben. Darum mache ich auch mega viele Bilder und so übrigens, weil ich habe einfach Angst, dass ich alles vergesse, weil ich weiss, ich vergesse alles. Und das will ich eigentlich nicht. Und darum ist es einfach mega toll. Und auch eben, da kannst du so am Schluss, am Abend im Bett, machst du einfach so etwas für dich. Ist auch ein nices Habit und allgemein einfach mal so aufschreiben. Und das kostet, glaube ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ich glaube, es kostet so 30 Stutz oder so. Aber es lohnt sich wirklich, weil ich könnte nicht mehr ohne das. Ich finde es mega toll. Also würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr das Gefühl habt, so, die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, passen auch zu euch. Es hilft. Und man ist einfach ein bisschen weniger gestresst, wenn man weiss, okay, ich habe es aufgeschrieben und es ist nicht einfach verloren. Weil Tagebuch schreiben, so ein ganz normales Tagebuch, finde ich auch cool, aber da kann ich mich einfach nicht dazu aufraffen, jeden Tag. Das ist mir zu anstrengend. Und darum hilft es, dass du mega wenig Platz hast. Du kannst nicht mega viel schreiben. Darum musst du auch nicht. Und dann bist du so, okay, nur noch kurz 2 Sätze oder so. Dann etwas, was ich mega mache in letzter Zeit, wo fucking gut ist. Wo wirklich, Bro, ich muss mir doch ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil das ist wirklich... Ich bin niemand ohne etwas aufschreiben. Ich bin niemand ohne Planung. Ich bin niemand ohne... Ich kriege nichts auf die Reihe. Ich weiss nicht, wie die Leute so aufstehen und einfach machen. Ich kann das nicht. Und das Ding ist, dann habe ich, als ich so angefangen habe, herauszufinden, ja, wie könnte ich das für mich machen und wie schaffe ich es, dass ich etwas auf die Reihe bekomme, dann sagen alle, ja, am Morgen stehst du auf und schreibst deine To-Do-Liste. Bro, ich stehe am Morgen auf und weiss nicht, was ich überhaupt zu tun habe. Und ich bin so jemand, ich denke immer am Abend im Bett, bin ich so, fuck, ich muss noch das machen. Scheiße, ich muss noch das machen. Scheiße, Alter, das habe ich vergessen und dort und dies und das. Und dann kann ich nicht schlafen, weil ich an alle Sachen denke, die ich noch machen muss. Und dann kommt der Punkt, wo ich meine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreibe. Ich schreibe es immer am Abend vorher auf. Und zwar richtig hardcore, so mit Uhrzeiten, dann dies, das, jenes, einfach in Notizen. Und amigs mache ich es auch nicht so mit Uhrzeiten und so, wie es mich abfuckt. Ich schreibe einfach auf, was alles ist. Und ich sage es euch, amigs schämt man sich, weil man so dumme Scheiße aufschreibt. Aber das sieht ja niemand. Schreib es einfach auf. Auch wenn du aufschreibst, ich muss fucking meine Ohren putzen. Schreib es einfach auf, weil dann machst du es. Ich habe zum Beispiel sogar aufgeschrieben, dass ich muss meine Pakete sortieren und fucking Kleberli drauf kleben. Noch nicht mal, dass ich sie zur Post bringe oder so. Nein, einfach du mal die scheiß Kleber draufkleben, ausdrucken und so. Übrigens, das macht mich auch hässlich, dass man jetzt plötzlich bei allen das Rücksendelabel selber ausdrucken muss.
hallo, ich kaufe schon Sachen von euch, könnt ihr mir nicht das hure Klebe einfach mitgeben? So rude. Ja, oder ich habe auch aufgeschrieben für, was ist das, Montag, oder schon, aber schon lange her, Spazieren mit Donna Tilda. Das ist für gestern einfach Montag angeschrieben. Einfach so, Bro, logisch muss ich mit der Tilda spazieren, aber ich hätte wahrscheinlich vergessen, dass ich vorgehabt habe, mit der Madonna, das ist mein Ross, an die es nicht wissen, mit der Ross und Hund gehen. Und dann hat sie es einfach nicht gemacht und dann wäre ich wieder so gewesen, oh, jetzt habe ich heute nichts gemacht, wenn ich mal beim Bett liege. Und so hilft es einfach. Und dann mache ich immer so wirklich die Sachen, die ich wirklich machen muss und dann noch einen Abstand und dann so Sachen, die ich irgendwann machen sollte, aber die nicht so wichtig sind, weil dann habe ich sie aufgeschrieben und sonst vergesse ich es. Bro, immer wenn mir etwas in den Sinn kommt, ich schreibe es sofort auf. Oh, ich muss noch irgendwie das und das Dokument bei der Gemeinde bestellen für die und die Anmeldung. Oder irgendwie, oh, ich müsste noch das Paket zurückbringen. Was gibt es noch für Sachen, die man so vergisst? So Rechnungen oder irgendwie... Ja, ich habe jetzt nicht sonderlich krasses... Hausarzt anmelden steht bei mir schon seit eh und je drauf. Und Podcast steht auch immer drauf, weil ich bin ja nicht so gut im Planen. Einfach so, dass es so bleibt, so in deinem... So im Rahmen von dem, was du im Auge hast, bleibt es einfach. Und macht auch nicht 50 verschiedene Notizen, weil die vergisst du dann auch wieder. Macht wirklich so eins, wo ihr dann einfach immer wieder die Sachen rauslöscht und wieder hinzufügt und so, dass es nicht Sachen müssen auf 100 verschiedene Apps oder 100 verschiedene Papier oder 100 einfach, es ist alles an einem Ort. Und gleichzeitig plane ich auch alles im Kalender planen. Also bei mir steht sogar jetzt heute im Kalender, dass mein Gym geschlossen ist, weil ich es einfach mal nachgeschaut habe, was eigentlich so die 4 Tage sind beim Gym und wenn es zu ist und so. Weil ich kenne mich. Bro, ich würde pull-upen und dort stehen und hässlich sein, weil ich nicht mitbekommen habe, dass es zu ist. Darum nehme ich mir einfach an mir Zeit und schreibe gerade alles aufs Mal auf. Oder zum Beispiel Podcast aufnehmen, steht in meinem Kalender. Oder, keine Ahnung, ich schreibe einfach alles, Pass holen, gegen Abend mein Auto wieder abholen, weil ich habe jemandem mein Auto gegeben, dass er das Hundegitter macht und so. Das schreibe ich auch in die Namen von den Leuten, mit denen ich abgemacht habe. Wenn, wie Auto flicken, 13:30, Hundeschule. Alles ist, und dann kann man so ein Widget machen und dann kannst du es auf deinem Homebildschirm haben und dann siehst du es. Weil wenn ich es nicht sehe, dann existiert es einfach nicht. Genau, also am wichtigsten für meine Tage ist wirklich, dass ich am Abend vorher einfach alles aufschreibe, was wichtig ist. Es ist mir doch scheißegal, irgendwie zum Morgen essen, dann laufen, dann Haarstrählen. Nicht so scheiß aufschreiben, sondern wirklich die Sachen, wo am Schluss des Tages so pisst bist, wenn du sie nicht gemacht hast, aber irgendwie so schnell vergessen gehen. Das sind die Sachen, die ich immer aufschreibe. Einfach, weil es lässt mich besser fühlen und vor allem habe ich dann meinen Scheiß im Griff und dann sind andere Leute nicht auf mich hässig und das gefällt mir immer. Dann etwas ganz Kontroverses, wo ich sicher bin, ganz viele Leute sind so, Alte, nein, das ist nicht gut für dich. Lass einfach etwas zum Einschlafen. Schau einfach etwas zum Einschlafen. Wenn du nicht einschlafen kannst, dann hör auf dich quälen, weil du denkst, nein, es ist aber mega schlimm, wenn ich immer etwas schauen muss zum Einschlafen. Bro, wer juckt's? Wer schläft bei dir im Zimmer? Wahrscheinlich die meiste Zeit niemand. Also du tust halt Kopfhörer rein. Aber was ist besser? Nicht schlafen und am nächsten Tag fucking scheiße drauf sein, weil du nicht hast einschlafen. Oder nach 10 Minuten einschlafen, weil du Gilmore Girls eingeschaltet hast und nicht mal mitbekommen, dass du Gilmore... Also, weißt du, so... Ich glaube, so Neuroscientists würden mir da nicht recht geben, weil das wahrscheinlich, keine Ahnung, ist wahrscheinlich schon nicht so gut für dich. Aber weißt du, das ist auch nicht gut für dich, wenn du nicht schlafst. Darum, ich habe aufgehört, mich so zu quälen. Ich tue einfach wirklich, wenn ich merke, ich kann nicht einschlafen, Bro, schalte irgendeine langweilige Serie ein. Und es geht wirklich 2 Minuten nachher schlafe ich. Und das ist etwas, wo ich mich sehr lange davor gewehrt habe. Und darum, das sind alles einfache Sachen. Okay, das mit Planen auf dem Handy ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber es ist einfach im Vergleich zu, du machst auch den ganzen Tag nachher nichts und bist hässlich und scheiße und dumm. Genau. Oh mein Gott, dann steht einfach mal Ja sagen. Girl, shut yo, das machst du ja gar nicht. Das mache ich jetzt selber gar nicht. Aber genau, das ist wahrscheinlich das Ding. Ich habe das schon ein Zeitchen her von meinem Zeitchen aufgeschrieben. Aber ich bin immer die sagt, nein, das ist spontan und nein. Und wenn ich dann aber mal Ja sage, dann ist es eigentlich meistens etwas mega Cooles. Weil ich habe in der Zwischenzeit gar keine Zeit gehabt, um mir ausmalen, wie schlimm es werden kann. Und das mache ich eben mega oft bei so Events oder so, bin ich so,
wow, aber es wird safe mega scheiße. Oder umgekehrt habe ich mega viel Zeit, um mich hure darauf zu freuen und mir so richtig harte Expectations machen auf Dinge so, wow, es wird mega geil und wow, das tönt so geil. Und nachher bin ich dort und habe mich 2 Wochen gefreut und unrealistische Ziele gesetzt und dann ist es auch mega scheiße, obwohl es nicht mal scheiße war. Oder umgekehrt, eben, wenn ich 2 Wochen darüber nachdenke, wie schlimm es wird, hast du das Gefühl, dann wird ich gehen. Nein, dann sage ich am Tag vorher ab und sage, oh sorry, ich bin krank. So. Und wenn es so spontan passiert und man einfach mal sagt, okay, ja, ist gut, dann hast du gar keine Zeit, um irgendwie selber so mega krass zu überlegen. Das intervient jetzt natürlich ein bisschen mit meiner Theorie von, du planst deine Tage durch, weil wenn du einen durchgeplanten Tag hast und jemand kommt und sagt, gehen wir ins Alpamare, dann ist es halt ein bisschen blöd, dann machst du deine Sachen nicht. Aber wenn du einen Tag hast, wo nicht so viel läuft oder so, du denkst so, du gammelst einfach das ganze Wochenende und dann kommt jemand und fragt, hey, wollen wir in die Berge? Wieso sagst du nicht einfach ja, außer du hast kein Geld? Aber so, wenn alle anderen Möglichkeiten offen sind und du hast einfach keinen Bock, sag einfach mal ja, Bro, es ist besser als den ganzen Tag daheim rumliegen, auch wenn es amigs echt geil ist, daheim rumliegen, aber wir liegen echt viel rum. Dann, oh nein, der nächste Punkt, einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Das sagen doch immer Mütter, aber es ist halt for real so. Also nur, wenn ihr wirklich so temperamentvoll sind wie ich. Weil ich bin wirklich, es gibt auch die Serie Too Hot to Handle, ich bin einfach too hard to handle. Mich kann man einfach nicht handeln. Also ich bin unhandelbar. Ich bin ein Problemkind. Nein, wenn du mich hässig machst, dann bin ich 2 Wochen auf dich hässig und dann werde ich dich auch umbringen. So. Und amigs hilft es einfach, eine Nacht darüber zu schlafen, wenn es wirklich nicht schlimm ist. Also weißt du, keine Ahnung, wenn dein Freund dir fremd geht, dann bitte mach einfach sofort Schluss. Du musst nicht noch eine Nacht darüber schlafen, weil das ist einfach, Bro, das kannst du ja nicht verzeihen. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, meistens haben wir ja kurz vor dem ins Bett gehen Streit mit einem Freund oder so, weil du einfach sowieso schon müde bist und dann fängst du einander wegen irgendetwas an und dann hättest du auch einfach können sagen, ja okay, ich bin jetzt müde, reden wir morgen drüber. Und ich bin dann so alle anderen, fast alle, die ich kenne, sind so, ja okay, reden wir einfach morgen drüber. Und ich bin so, Alter, was für morgen drüber reden? Wir reden jetzt drüber, weil jetzt ist es wichtig. Und dann denke ich am nächsten Tag, Bro, wieso habe ich nicht einfach einen Tag gewartet? Es juckt mich nicht mehr. Ich bin einfach nur müde und hässlich gewesen. Oder einfach allgemein, hört auf zu diskutieren oder so, wenn ihr müde sind oder Hunger habt. Oh mein Gott, ich sag's euch, ich schwöre, ich bin so 80% vom Tag einfach hangry. Ja, aber bei gewissen Sachen ist es auch einfach so, du spürst ja, dass es wie zu viel für dich war und dann musst du auch nicht noch 100 Jahre darüber nachdenken, sondern dann kannst du auch gerade dann deine Grenzen setzen. Aber ich glaube, man spürt eigentlich oft auch, okay, ja, jetzt übertreibe ich schon ein bisschen, aber ich will jetzt einfach Recht haben und nein, man muss jetzt diskutieren. Und ich habe halt mega oft das Mindset so, wenn wir jetzt nicht darüber reden, dann heisst das, dass es uns egal ist und dann ist alles scheiße. Wo andere, normalere Leute einfach so sind, so, nein, wir beruhigen uns jetzt und reden morgen. Und ich bin so, aber dann hasst du mich, dann bin ich dir ja egal. Ja, darum einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Es ist wahrscheinlich nicht so deep. Und wenn es am nächsten Tag noch deep ist, dann kannst du immer noch, also weißt du, es rennt dir nicht davon. Du kannst immer noch dann handeln, du kannst immer noch dann Schluss machen, du kannst immer noch dann Freundschaft künden. So, aber lieber als dass du es bereust und jedes Mal dich entschuldigen musst, weil du ein Hurensohn bist, so wie ich. Obwohl, ich tue mich basically nicht mal ich kann mich wirklich nicht so gut entschuldigen. Also, das ist eigentlich eine Red Flags-Folge über mich selber. Ich weiß auch nicht, wer ich bin, dass ich euch Tipps gebe. Aber ich sage immer, ich habe mein Leben so hart nicht im Griff, dass ich weiss, wie man es im Griff hat. Also weißt du, so, ich weiss auf jeden Fall, was ihr nicht machen sollt, weil ich habe schon, ja, ich bin einfach ein Arschloch amigs. Aber ich bin trotzdem Liebe. Also, nächstes. Musik hören, die deinen Mut verbessert, anstatt so, kennt ihr das, wenn man einfach, es geht einem nicht so gut und dann hörst du noch traurige Musik oben drauf, dann geht es plötzlich scheiße. Ihr dürft nicht unterschätzen, was Musik für einen Einfluss auf einen hat oder allgemein auch Podcasts und alles. Und auch amix habe ich das Gefühl, man ignoriert, weil man einfach immer etwas, man will ja nicht allein sein mit den Gedanken. Und dann tust du einfach immer irgendetwas einschalten, sei es eine Serie, sei es ein Podcast, sei es Musik, sei es TikToks schauen, aber eigentlich fühlst du dich gar nicht danach. Darum, erstens, hört mal ein bisschen besser drauf, will ich jetzt überhaupt etwas hören? Weil mega oft, wenn ich anfange Musik zu hören, egal was für Musik, werde ich so hässig, bin ich so, hey, was bin ich jetzt so, wieso stresst mich das jetzt so? Ja, vielleicht will ich einfach gar nicht Musik hören, sondern einfach wie ein Roboter Musik eingeschaltet haben. Zum Beispiel beim Spazieren oder so. Dann merke ich, es überfordert mich eigentlich gerade. Es ist so low-key Reizüberflutung. Dann nehme ich es halt raus. So. Aber wenn man jetzt wirklich Musik hören will, dann sich darauf achten, was Musik für einen Einfluss hat. Wenn du schon traurig bist, hör nicht nochmal, außer du willst wirklich traurig sein, fair. Aber
wenn du einfach auf dem Weg zum Arbeiten bist, dann lass irgendwelche gute Musik, die dich in eine gute Stimmung bringt. Es hilft wirklich viel. Ich mache das auch immer, wenn ich auf dem Weg eben an irgendwelche Events oder so bin. Lass ich so richtig krasse, aufpushende Musik, einfach damit ich so, kann ich dann eine gute Zeit mit mir selber, kann ein bisschen im Auto rumsingen und bin einfach so hyped auf was kommt, auch wenn es eigentlich nichts mit dem Event an sich zu tun hat, sondern ich bin einfach dann besser gelohnt. Oder auch eben, wenn du einfach irgendwie gerade gerne etwas hören würdest oder so, aber irgendwie deine ganze Musik schießt dich an, also lass einfach irgendeinen coolen Podcast, lass irgendetwas, wo dir etwas bringt. Vielleicht nicht nur immer nur die scheiß Männer-Laber-Podcasts, wo eigentlich nichts drin läuft und du die über die Hälfte aufregst, was sie sagen und so. Genau gleich bei Serien. Bro, mega viele von meinen Kolleginnen sind gerade Grey's Anatomy am Durchsuchten und ich habe eben auch Grey's Anatomy Era vor ein paar Monaten. Und dann habe ich einfach aufgehört, Grey's Anatomy zu schauen, weil ich so war, Bro, das macht mich so traurig. Jede Folge ist so turbulent und macht etwas mit deinen Emotionen. Dann bist du happy, dann bist du ruhig, dann bist du hässig. Und das alles die ganze Zeit, wenn du immer nur so Serien schaust oder auch so Reality-Zeug. Ich schaue mega gerne Reality-Zeug. Aber wenn es dich hässig macht zum Schauen, zum Beispiel mein Freund ist immer so, was ist das für ein Scheiß? Wenn es dich hässig macht, dann schau es einfach nicht. Oder ja, entscheide einfach, was du gerade machst. Wenn du wirklich etwas hören willst, ist ja fair. Du musst nicht die ganze Zeit nur in Silence sein. Aber dann hör irgendeinen Podcast, der dir etwas bringt. Es gibt ja ganz viele so kleine Geschichtspodcasts oder so Wissenspodcasts. Lass einfach so etwas, wo du nachher denkst, so, okay, cool. Und die nicht immer alles mega emotional aufreibt. Also zum Beispiel «Hören mal» ist ja auch so etwas, wo du schon wahrscheinlich emotional mitgerissen wirst. Auch jetzt, wenn ich so erzähle, was mich hässig gemacht hat oder so. Das ist jetzt auch nicht etwas, was ich hören würde, wenn ich eh schon hässig wäre oder so. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich bin biased, aber wisst ihr, was ich meine? Dann etwas ganz Nischiges. Ich habe so Earplugs von Loop. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Wahrscheinlich haben das die mit einer Aufmerksamkeitsstörung oder mit, die auf dem Spektrum sind. Die kennen wahrscheinlich Loop-Earplugs. Ich lache nur, weil es so Nischwissen ist. Ich lache euch nicht aus, logischerweise. Aber das sind so Earplugs, die man rein tun kann, die nicht mega hässlich sind. Und ich habe solche, die heißen, glaube ich, Switch. Das kannst du einfach so dran switchen und dann hast du verschiedene, wie sagt man das? Keine Ahnung, es ist einfach unterschiedlich viele Dezibel werden dann rausgemutet. Also wie sie 3 in 1 quasi. Du kannst so mega Noise Cancelling haben oder nur so Bits. Und das hilft eben, wenn du in der Öffentlichkeit irgendwo rumläufst und du willst eigentlich nicht Musik hören, weil das stresst dich auch, aber du willst auch nicht die ganze Geräusche mitbekommen, weil es dich mega auch stresst. Dann kannst du einfach die Earplugs rein tun und dann tut es so ein bisschen rausfiltern. Also es gibt auch solche, es sind ganz viele verschiedene, wo du zum Beispiel auch noch kannst reden währenddessen und du verstehst es gegenüber noch, weil mit normalen so Noise-Cancelling-Sachen hörst du einfach gar nichts mehr. Da kannst du ja nicht mehr reden oder so. Wenn du zum Beispiel in einem Kaffee hockst, und ich habe mega das Problem, dass ich allen anderen halt zulasse, wenn jemand mit mir redet und dann höre ich eigentlich beim Nachbarstisch zu und dann muss ich 100-mal sagen, oh, kannst du noch mal sagen? Wenn ich jetzt so Earplugs drin hat, dann würde ich halt sowieso nicht unbedingt das hören, wo die nebendran reden. Das hilft mir einfach und gibt mir auch mehr, also weißt, dann kann ich länger irgendwo hocken, ohne dass ich mega drained bin, weil ich 150 Leute zugelassen habe, wo ich nur jemandem hätte zulassen. Die habe ich immer, die haben so ein Case und die kann man eben so an Schlüsselbund oder so tun und ich habe die immer dabei, einfach falls ich sie brauche. Ich habe sie sogar an der Podcast-Show dabei gehabt, falls ich bei meinem Auftritt einfach Earplugs drin habe, dass sie nicht abgelenkt wird, aber ich habe sie dann nicht drin da. Genau, also falls du das Gefühl hast, du hast auch so ein bisschen Probleme mit dem so Aufmerksamkeitsding oder so, vielleicht auch für die Schule. Wenn ich das in der Schulzeit hatte, wäre es mir definitiv besser gegangen im Klassenzimmer. Schau jetzt mal an. Die sind ein bisschen pricey, aber es lohnt sich. Dann etwas, was ich schon mega oft erwähnt habe, wahrscheinlich nicht im Podcast, eher in meinen Videos, aber so ein Eis-Necessaire, wo du in der Tasche hast, wo du immer dabei hast. Auch wenn du die Tasche wechselst, zack, bumm, du hast alles in dem Necessaire. Du kannst einfach das Necessaire in die andere Tasche rein tun, wo so Sachen drin sind, die für dich wichtig sind, dass du dich draussen wohlfühlst. Bei mir wäre das zum Beispiel ein Deo, Desinfektionsmittel, Kopfwehtabletten, ganz wichtig, keine Ahnung, Lippenpomade, so Sachen, irgendwie. Was habe ich sonst noch drin? Ich habe mega viel Kaugummi, mega wichtig. So Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, wenn ich es nicht dabei habe, bin ich so, fuck, jetzt habe ich kein Deo dabei, scheiße, jetzt stinke ich. Nein. Wo mir dann mega unwohl wird, obwohl ich einfach nur hätte ein Deo mitnehmen und nicht mehr stinken. Und dann wäre mein Tag 100-mal besser gewesen. Anstatt dass ich den ganzen Tag rumlaufe und so bin, oh mein Gott, stinke ich. Ich hasse das. Ich habe auch immer feuchtes WC-Papier dabei und so Zeug.
Darum überlegt für euch, was euch wichtig ist, für alle anderen. Keine Ahnung, vielleicht sind ein paar so, oh mein Gott, ich muss Zahnseide dabei haben. Oder, keine Ahnung, bei mir ist auch immer in der Tasche eine Powerbank dabei, was auch, einfach weil ich so gestresst bin, wenn ich Angst habe, dass ich plötzlich keinen Akku mehr habe oder irgendwie nicht rechtzeitig heimkomme oder irgendwie länger irgendwo bleiben muss und dann habe ich keinen Akku und dann habe ich Angst allein, irgendwie, wenn etwas wäre. Ich hasse das, Leute, ich kann nicht ohne Handy. Ich habe so Schiss davor, dass irgendwo irgendetwas ist und ich niemandem anrufen kann. I love being a girl, aber es ist so fair. Es hat nicht mit, Leute sind halt immer so, oh mein Gott, du kannst nirgends ohne dein Handy an. Nein, nein, ich bin eine junge Frau. Nein, kann ich nicht. Was soll ich machen? So, immer eine Powerbank dabei haben, einfach, wirklich, einfach weil dann fühlt man sich wohler und du musst nicht an diese Sachen denken. Du musst nicht, oh mein Gott, plötzlich. Zum Beispiel, was auch wichtig ist, eigentlich glaube ist, dass man immer Bargeld dabei hat. Weil es gibt ja so oft, oh, Karte geht nicht, oh, Twin geht nicht. Nimm einfach eine 50er-Note in dein Portemonnaie, die dort bleiben wird. Und dann hast du die. Aber gib sie nicht die ganze Zeit. Du brauchst sie dann wirklich auch nur, wenn du sie brauchst. Und nicht einfach, oh ja, da ist schon noch eine 50er-Note. Zack, nachher ist wieder kein Bargeld. Und bist nächstes Mal schon wieder irgendwo, wo du eigentlich gar nicht ein Sandwich kaufen willst und nachher kannst du nicht und nachher musst du verhungern. Nein. Genau. Und das Letzte, schon das Letzte von mir, ist, dass, wenn ihr nicht gut seht, legt eure fucking Brille an. Oder tut eure scheiß Linse rein. Ohne Scheiß, es gibt so viele Leute, die mir sagen, ja, ich sehe eigentlich auch nicht gut. Aber ich lege einfach meine Brille nicht an. Es geht schon. Ja, logisch geht es schon. Aber du verpasst im Fall so viel. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht, weil ich werde so richtig nervös, wenn ich zum Beispiel mit den Hunden am Laufen bin und gerade keine Linse drin habe oder so. Dann habe ich so Angst, dass ich wie etwas verpasse oder irgendwie nicht genug schnell reagieren kann oder nicht sehe, wenn irgendwo, oder zum Beispiel beim Reiten musst du auch mega aufmerksam sein. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein Reh kommt oder ein Vögel aus dem Busch kommt oder so. Wenn du es siehst, kannst du gefasst darauf sein, dass dein Ross wahrscheinlich verschrecken wird. Aber wenn ich nichts sehe, Bro, ich finde das so schlimm, auch beim Autofahren. Ich darf Auto fahren ohne irgendetwas, weil ich sehe nicht so schlecht. Aber ich kann das nicht. Das macht mich so nervös, das stresst mich so. Oder auch Leute, die so ins Kino gehen. Was ist mit euch? Wieso gehen ihr ins Kino und ihr seht es nicht mal recht? Das würde mich so aggressiv machen. Legt doch einfach eure Brille an. Das ist im Fall nicht schlimm. Macht es einfach. Das Leben ist viel toller, wenn man etwas sieht. That's just my opinion. Hoffentlich hasst ihr mich nicht für das. Aber wir fangen jetzt an. Ich lese euch mal vor, was ihr so dazu gefunden habt zum Thema. Ich habe gefragt, was sind einfache Sachen, die du machst, um deinen Tag zu verbessern? Auf dem «Höre mal» Instagram-Account. Falls du ihm noch nicht folgst, folg ihm jetzt. Oh mein Gott, so viele Leute Musik hören. Musik von 2010 hören macht übelst happy. True, so die Throwback-Playlists. Musik hören macht mich immer glücklich. Kochen, Podcast hören, mein Comfort-Buch zum 1000. Mal lesen, Hot Girl Walk machen. 5-Minute-Journal, ich liebe es. Lese eines von meinen Lieblingsbüchern mit meinem Freund kuscheln. Jö. Mich auch, wenn ich nichts los habe, parat machen. Same, weil wenn ich so vergammelt bin, dann habe ich einfach Bock, den ganzen Tag vergammelt zu bleiben. Aber wenn ich mich schon ready gemacht habe, bin ich so, okay, was machen wir jetzt? Jetzt bin ich schon parat. Singen oder Sport? Boah, früher habe ich auch echt oft einfach so Karaoke-Scheiß angefangen zu singen, auch wenn ich nicht singen kann. Und bin nachher immer voll hyped gewesen. Vielleicht ist das der Key to Happiness, einfach Karaoke singen. Feines Essen, Beauty-Treatment, also zum Beispiel Maske, Fingernägel lackieren, duschen. True. Nägel lackieren ist auch so Girl-Therapy. Mit meinem Hund laufen. Das hilft mir auch. Immer wenn ich hässlich bin, gehe ich einfach laufen. Und dann schaue ich einfach nicht auf mein Handy und bin so, ja, Pech für euch. Weil ich bin immer hässlich, nur weil irgendjemand mir etwas Dummes schreibt oder so. Oder so jemand, den ich kenne, weißt, oder irgendwie etwas nicht funktioniert oder stressig ist oder so. Und nachher bin ich so, ja, dann gehe ich laufen und schaue nicht aufs Handy. Und nachher schaue ich irgendwann aufs Handy und es hat mir sowieso niemand geschrieben, Bro, kennt ihr das? Mit einer Freundin telefonieren. Das ist auch sehr gut. Oh mein Gott. Deinen Podcast hören haben auch ganz viele Leute geschrieben, aber das lese ich jetzt nicht mehr vor. Anscheinend ist es in dem Fall doch nicht so schlimm, den zu hören. Aber ja, ich habe das Gefühl, manchmal wird man hässig, wenn man mit mir hässig sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Mit Menschen sein, die ich gerne habe, ein Sweet Treat essen. Ja, Facts. Es hilft immer einfach, fresst einfach Schoki, wenn es scheiße ist. Einfach Schoki, also kiffen. Macht das bitte nicht, nicht kiffen. Backen, das sagen auch mega viel. Auch ein paar Friends von mir tun mega gerne backen, so als, keine Ahnung, so Beruhigungsding. Und Kochen auch. Für mich ist Kochen mehr stressig, aber es ist einfach, weil ich es nicht kann. Jemand schreibt, einfach mal entscheiden, dass ich jetzt eine gute Zeit habe, dann ist es meistens besser. True.
Wahrscheinlich schon, das ist sicher auch so ein Mindset-Ding so. Ja, heute ist einfach ein guter Tag. Okay, dann ist es halt ein guter Tag. Richtige Pause zwischendurch machen, wo ich mich komplett ausruhen kann. Facts. Wenn du so richtig stressige Zeit hast, vergiss nicht, auch einfach mal zu chillen. Meine Gedanken aufschreiben und organisieren, damit ich weiss, was ich noch alles machen muss. Same. Einen coolen Disney-Film schauen. Yeah. 10 Minuten meditieren. Stelle ich mir unmöglich vor bei mir. Aber wenn man so überlegt, eben so 10 Minuten ist ja nichts. Einfach 10 Minuten. 10 Minuten auf TikTok scrollen oder 10 Minuten meditieren. Grosser Unterschied. Yoga. Reiten, aus dem Fenster schauen und Natur beobachten. Sport treiben. Deine Videos schauen. Danke, das ist sehr nett. Sich Zeit nehmen für sich selber. Hörbücher hören. Ein Stückchen Schocke. Eben, das meine ich. Zulassen, wie die Vögel zwitschern. Das beruhigt. Yeah. Klavier spielen. Same. Romantisieren. Einfach alles romantisieren. Fair. Oha, ich tanze gerne Michael Jackson. Leute, wenn ihr Michael Jackson tanzen könnt, tanzt einfach Michael Jackson, dann geht es euch besser. Musik blasten, for real. Same. Tee trinken mit meiner Familie am Abend. Ich will auch Tee trinkende Familie. Am Abend alle zusammen, so British. Oh, yeah. Random Leute auf der Straße anlachen. Oh mein Gott, stimmt. Das macht mir den Tag auch so viel besser. Oder einmal letzte habe ich keine Ahnung, so im Alter von meiner Mutterfrau, so an der Kasse habe ich gefragt, oh, und übrigens, wissen Sie, was Sie für einen Eyeliner drauf haben? Weil es sieht mega schön aus. Und low-key, so, ich habe nicht vorgehabt, diesen Eyeliner zu kaufen, weil ich wusste, zu mir sieht das nicht so gut aus wie zu ihr. Ich habe einfach so sagen, dass es gut aussieht, aber ich habe gefunden, es ist komisch. Also ich habe das Gefühl, weißt, vielleicht fühlst du dich mehr geehrt, wenn so ein junger Schnaufer so ist, so, oh, das will ich auch. Weißt, und ich dachte so, ja, nachher, den ganzen Tag bin ich so, geil, ist mir auch gerade besser gegangen, irgendwie, keine Ahnung. Weniger am Handy sein. Facts. Wie die grösste Großmutter einfach da hocken, einen Tee machen und ein bisschen Podcast oder Musik hören. Gesichtsmaske. Ein toller Fit anhaben, gleich Confidence Boost. Stimmt. Das ist wirklich auch, wenn ich etwas anlege, weil ich so gestresst bin, wo ich schon von Anfang an so das ist irgendwie scheiße. Ich laufe den ganzen Tag um und bin so, ich sehe blöd aus. Das ist so krass, was es für einen Unterschied macht. Kreativ sein, ein bisschen malen oder nähen und gute Musik hören. Ich glaube, bei so vielen Leuten geht die Kreativität so unter im Alltag, weil man halt so viele andere Sachen zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, allen tut die Kreativität ausleben so gut. Eben, auch wenn du es nicht gut kannst, es gibt, also keine Ahnung, wenn du nicht schön malen kannst oder so, du kannst ja trotzdem irgendwie... Ich habe zum Beispiel so ein Malbuch gekauft, so ein Ausmal, so wie für Kinder. Und das ist so geil, einfach das zu machen, irgendetwas zu hören und du musst einfach an nichts denken. Es wird so jede Sorge abgenommen, weil du bist einfach am Ausmalen. So, man kommt sich eben an mich ein bisschen blöd vor oder denkt sich, oh, ich kann das nicht, oder so Kettchen machen, oder keine Ahnung, was könnte man noch machen. Eben Leute, die nähen können, oder so häkeln, stricken. Aber du kannst auch einfach ein Video zusammenschneiden, das ist ja auch kreativ. Überlegt mal, habt ihr genug Kreativität in eurem Leben? Ich definitiv schon, aber ihr vielleicht nicht so. Genau, das sind so die verschiedenen Antworten gewesen. Es haben natürlich alle ungefähr das Gleiche geschrieben, aber das sind so die verschiedenen Sachen gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch da irgendetwas rausschreiben können oder irgendwie so daran gedacht, so, oh ja, das könnt ihr auch wieder mal machen. You deserve it. Queens und Kings, ihr seid geile Sachen. Danke nochmal fürs Abstimmen. Ich bin wirklich dankbar, dass wir den Award gewonnen haben, zusammen den Publikumspreis. Trotzdem bin ich auch ein bisschen abgefuckt, wie es abgelaufen ist. Aber das ist ja fair, das darf man auch sein. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder mal. Ich habe mir übrigens, hättet ihr wieder mal Bock auf einen Gast? Oder ist euch egal? So, sind ihr so, es sollte wieder mal jemand kommen, so, ist langweilig? Oder sind ihr so, Bro, mach was du willst? Weißt du, was ich meine? Let me know. Und kommentiert wie immer bitte den Insta-Post. Leave some love, weil das hilft mir auch, um zu wissen, ob euch es gefällt oder nicht, oder was ihr sonst lieber hören würdet und so weiter und so fort. Und ansonsten freundliche Grüße, sonnige Grüße. Bis nächstes Mal. HDGDL.